Liebe Frau Vorsitzende, Frau Landtagsabgeordnete Sabine Kurz, Herr Europaabgeordneter Rainer Wieland, lieber Stefan Kaufmann als Bundestagsabgeordneter, meine sehr geehrten Damen und Herren. Adressat Ihrer Arbeit im EAK waren und sind bis heute zum einen natürlich die eigene Partei und zum anderen auch die christlichen Kirchen, bei denen für die Arbeit der CDU geworben werden soll. Und dass die EAK, wenn man sich mit der Geschichte befasst, sehr herausragende Persönlichkeiten auf Bundes- und Landesebene hervorgebracht hat, das wissen Sie, aber wie gesagt, wenn man sich es anschaut, denken Sie an Roman Herzog als erfolgreichen Landesminister, Präsident des Bundesverfassungsgerichts und natürlich als späteren Bundespräsidenten. 20 Jahre lang bekleidete er das Amt des EAK-Bundesvorsitzenden und es zeigt nur allein in dieser Person, mit welcher Verankerung die EAK, mit welcher Verankerung Sie, die dieses gestalten, in die Partei, aber vor allem, und das ist ja ganz entscheidend, in die Gesellschaft hineinwirken. Natürlich hat sich seit der Zeit von Roman Herzog von 78 bis 98 vieles verändert. Ist nicht alles besser geworden, aber auch nicht alles schlimmer geworden. Unsere Gesellschaft ist deutlich heterogener und, auch das muss man sagen, deutlich konfliktreicher geworden. Und die Kirchen haben an Einfluss verloren. Auch in der CDU gibt es eine erhebliche Anzahl von Parteimitgliedern, die konfessionslos sind oder einer anderen Religion, insbesondere auch dem Islam, angehören. Sie als EAK haben die Entwicklung früh erkannt und sie sind längst aus ihrer ureigensten traditionellen konfessionellen Ecke herausgekommen und sie machen heute das, was so entscheidend und so wichtig ist. Sie treten selbstbewusst für die christlichen Werte in der CDU insgesamt ein. Auf Landesebene hat dieses ökumenisch-christliche Selbstverständnis viel mit Ihnen, mit dir, liebe Sabine Kurz, zu tun. Seit der Gründung des Einheitlichen Landesverbandes im Jahr 2002, damals noch, freue mich, dich zu sehen, lieber Michael Bender, hast du, liebe Sabine Kurz, sehr konsequent und mit dem nötigen Druck und der nötigen Präsenz die evangelische wie christliche Stimme des EAKs in Baden-Württemberg deutlich gemacht, repräsentiert und vor allem auch kommuniziert. Und sind wir ehrlich, viele Grundsatzdiskussionen in unserer Landespartei wurden durch Anträge des EAKs, zum Beispiel in Fragen des Menschenbilds, der Ethik oder auch in der Verantwortung der Schöpfung oder eben auch in der Bildungspolitik, durch sie nicht nur bereichert, sondern auch durch sie in der Diskussion wesentlich beeinflusst. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute gemeinsam uns mit den Fragen beschäftigen. Ich würde es Ihnen darlegen, die uns gerade im bildungspolitischen Bereich, die mich als Kultusministerin auch befassen. Und das sind nicht immer einfache Antworten, das sind auch nicht immer einfache Themenstellungen, das ist zum Teil auch durchaus unbequem, aber ich freue mich, dass ich mit Ihnen, der EAK und den Persönlichkeiten, die die EAK vertreten und Sie, die in der ganzen Bandbreite der CDU Baden-Württemberg wirken, Partner an der Seite zu haben, die diese Diskussionen konstruktiv, kritisch, aber immer lösungsorientiert und zusammenführend begleiten. Das anbrechende Lutherjahr lässt ja auch zweierlei deutlich werden. Zum einen, die Bitte möchte ich voranstellen, machen Sie weiter so. Bleiben Sie im Wortsinne gewissenhaft und standhaft und bleiben Sie dieser unbequeme, vorantreibende Partner, den wir in unserer Partei, den wir in der CDU brauchen. Und zum anderen soll Luther als Reformator und der nicht minder bekannter, also nicht minder großer Sprachschöpfer gesagt haben, ich zitiere, wenn die Schulen zunehmen, dann steht es wohl um unser Land. Und deshalb wären wir ja auch beim Thema Ihres heutigen Kongresses. Meine sehr geehrten Damen und Herren, religiöse Bildung, ein wichtiger Baustein unserer Gesellschaft. Damit haben Sie das Thema heute umfasst. Und auch hier gilt meine Maxime, dass wir dringend eine Schwerpunktsetzung bei qualitätsvoller und leistungsfähiger Bildung im Land brauchen. Weniger Reformismus, dafür mehr Stabilität, mehr Leistungsorientierung und Qualitätsorientierung, aber auch dieses gehört dazu, eine Wertevermittlung und eine Konzentration und Orientierung an unseren Werten.
Und das sind durchaus schwierige Themen, aber ich glaube, wir sollten sie gemeinsam angehen. Und die CDU hat hier auch Vorstellungen und Ansätze, die diesem Land gut tun. Und deshalb lassen Sie es uns gemeinsam mit vielen anderen, aber durchaus selbstbewusst und auf der Basis unseres Wertekonzepts und Wertekonzerts auch angehen. Zunächst natürlich ohne Zweifel die zentrale Bedeutung des Religionsunterrichts als den wesentlichen Bestandteil von Wertevermittlung. Und unter Wertevermittlung verstehe ich dabei das erläuternde, erklärende Weitertragen zentraler Haltungen zum Menschenstaat. Wichtig ist mir, dass Wertevermittlung durchaus kritisch zu erfolgen hat, kritisch im besten Sinn, nämlich eingebettet in die historischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und mit fachwissenschaftlichem Hintergrund. Unser generelles Bildungsziel ist ja der gebildete Mensch, also wissend, der mündige, verantwortliche, selbstständig handelnde Staatsbürger. Oder anders vermittelt, Wertevermittlung ist keine Dogmenvermittlung. Es ist Aufgabe unserer Lehrerinnen und Lehrer, die dafür notwendigen pädagogischen Aufbereitungen und Vermittlungen auch zu leisten. Und deshalb muss ich ehrlich sagen, wir haben sehr motivierte und gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer, die dieser Arbeit auch mit viel Engagement und auch mit viel Kompetenz nachkommen. Und wir werden auch in den nächsten Jahren darauf achten, dass dieses sich im positiven Sinne weiterentwickelt, bei der Aus- und bei der Fortbildung, weil wir gerade die Lehrerinnen und Lehrer brauchen in der direkten Arbeit mit unseren Kindern und Jugendlichen. Ohne Werte ist kein Staat zu machen und auch keine Gesellschaft. Und mit Blick auf die historische Entwicklung erkennen wir sehr deutlich, dass ein auch religiös, ja christlich grundiertes Verständnis vom Menschen zu Recht unserer Verfassung zugrunde liegt. Artikel 1 der Landesverfassung Baden-Württemberg: Der Mensch ist berufen, in der ihn umgebenden Gemeinschaft seine Gaben in Freiheit und in der Erfüllung des christlichen Sittengesetzes zu seinem und der anderen Wohl zu entfalten. Zitat Ende, wie gesagt, Artikel 1 der baden-württembergischen Landesverfassung. Dieser hohe Anspruch, aus meiner Sicht zu Recht genauso definiert, ist zugleich natürlich auch handlungsethische Verpflichtung an jede Bürgerin und an jeden Bürger. Und wie sehr christlicher Glaube dieses Land geprägt hat, zeigt sich auch in der sprichwörtlich gewordenen Bedeutung des schwäbischen Pfarrhauses als Hort der Bildung. Und dabei ging es im Übrigen nicht nur um religiöse Bildung, natürlich auch, aber wir sollten nicht zwingend, was häufig passiert, einen Gegensatz konstruieren zwischen Religionsunterricht und auch anderen Fächern, sondern vielmehr das Ergänzende, das Überschneidende, der Leitbildgedanke in diesen Bereichen durchaus auch stärker betonen. Denn in einer immer stärker säkularisierten Gesellschaft, in der die individuellen Wege zum Glück, zur Glückseligkeit, ich sage nur Work-Life-Balance, immer vielfältiger werden, ist genau dieser Hinweis auf die Prägekraft unseres christlichen Glaubens von ganz entscheidender Bedeutung. Und ich will auch nicht in eine Zivilisationskritik abgleiten, aber es lohnt sich sehr, im Rahmen des Religionsunterrichts auch die Entstehung und Bedeutung zentraler ethischer Normen in ihrer Entwicklung ebenso wie in ihrer Aktualität zu lernen, zu diskutieren und auch Handreichungen mitzugeben. Sicherlich ist, das muss man auch sagen, für die Wertebildung im beschriebenen Sinne prinzipiell auch der Ethikunterricht geeignet. Auch er hat einen Platz in unserem Fächerkanon. Einen weiteren Ausbau dieses Faches, wie im Koalitionsvertrag vorgesehen, werden wir Schritt für Schritt entwickeln und ausbauen. Nur mir ist in diesem Punkt eines sehr wichtig. Ich möchte nicht die Fächer Religion und Ethik gegeneinander ausspielen. Entscheidend wird sein, wie und dass Schülerinnen und Schüler Wissen über geistige Grundhaltungen unseres staatlichen Gemeinwesens und dessen tragenden Werte erfahren, reflektieren und auch respektieren. Welche Situation finden wir heute vor? Ich sagte eingangs in einer immer heterogenen und heterogener werdenden Gesellschaft. Religionsunterricht ist an unseren öffentlichen Schulen des Landes ordentliches Lehrfach, der unbeschadet des staatlichen Aufsichtsrechts in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Religionsgemeinschaften erteilt werden. Und darauf beruht, völlig zu Recht, heute und auch in Zukunft, seine Sonderstellung gegenüber anderen Fächern. Es besteht ein inhaltliches Bestimmungsrecht der Religionsgemeinschaften über Inhalt und Ziele des Religionsunterrichts.
Das umfasst die Festlegung der Lehrinhalte eben dieses Religionsunterrichts, die Befugnis zur Mitentscheidung über die Auswahl der Lehrkräfte, die Ausgestaltung der Lehrpläne und die Auswahl der zu verwendenden Schulbücher und sonstiger Unterrichtsmaterialien. Es ist ein gemeinsames Tun. Und ohne die Beratung der Fachleute, derer, die die Religionsgemeinschaften leben, wäre dieses auch überhaupt nicht denkbar. Unser Religionsverfassungsrecht unterscheidet dabei nicht, ob es sich um eine christliche, jüdische, islamische, buddhistische oder sonstige Religionsgemeinschaft bzw. Weltanschauungsgemeinschaft handelt. Der Staat bemüht sich zu Recht, wie ich meine, um die gleiche Nähe bzw. gleichen Abstand zu allen. Es ist nicht für oder gegen bestimmte religiöse Anschauungen, aber an einem positiven, bereichernden Verhältnis. Daran sind wir interessiert. Und an dieser Stelle möchte ich sagte es ja auch, durchaus ein Thema ansprechen, das uns befasst. Das ist, dass auch der islamische Religionsunterricht als Teil dieser Bildung auch für uns in der Landespolitik, für mich als Kultusministerin, ein Stück weit Neuland ist. Das muss man in aller Offenheit sagen. Wir haben uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt, das Modellprojekt zum islamischen Religionsunterricht weiter auszubauen. Überall, wo er nachgefragt wird, soll er in den Schulen auch angeboten werden. Damit ich aber nicht missverstanden werde, deshalb sage ich es auch ganz klar und in aller Deutlichkeit. Unmissverständlich ist das Grundgesetz, die freiheitlich-demokratische Grundordnung, die Basis auch und gerade für den islamischen Religionsunterricht. Und auf unsere freiheitlich-demokratischen Werte gibt es keinen Rabatt und auch keinen Nachlass. Tatsache ist, in Deutschland leben etwa 4 Millionen Muslime. Eine genaue Zahl zu nennen ist schwierig, denn Sie wissen, der Islam kennt die Mitgliedschaftsstruktur, wie die christlichen Kirchen es haben oder es auch im Judentum sich wiederfindet, in dieser Form nicht. Natürlich brauchen wir darauf Antworten und ich glaube, dass es sinnvoll ist und es der richtige Weg ist, einen islamischen Religionsunterricht inhaltlich zielführend auszugestalten, grundgesetzkonform abzuhalten und dieses dann aber auch im Schulsystem, im Bildungssystem zu verankern und den Dingen nicht einfach ihren Lauf zu lassen. Bei uns hier in Baden-Württemberg gibt es wie in den meisten anderen Bundesländern noch keine anerkannten islamischen Religionsgemeinschaften, durch die der islamische Religionsunterricht an öffentlichen Schulen organisiert werden kann. Ziel ist deshalb, dass sich die wichtigsten islamischen Verbände in Baden-Württemberg in absehbarer Zeit so organisieren und verständigen, dass eine gemeinsame Trägerschaft für den Religionsunterricht in sunnitischer Prägung in Baden-Württemberg möglich wird. Und ganz ehrlich, das ist aufgrund der Heterogenität der Verbände eine ausgesprochen schwierige Aufgabe. Wir sind da im Gespräch und wir führen die Gespräche auch sehr konsequent und auch sehr zielorientiert auf der Basis der Werte, die hier in diesem Land und die in dieser Bundesrepublik gelten, weil es der einzige Weg ist, wie wir tatsächlich nachher zu einem Ergebnis kommen. Ich glaube aber trotzdem, dass es richtig ist und wichtig ist, dass wir an der Zusammenarbeit mit den islamischen Verbänden festhalten. Wer nicht im Gespräch ist, macht einen großen Fehler. Und deshalb, wir gehen dieses Schritt für Schritt an und ich sage Ihnen, die grundsätzliche Zielsetzung ist, ich sage das, Islamunterricht sunnitischer Prägung in unseren Schulen in deutscher Sprache mit von uns auf der Basis und in Zusammenarbeit der Lehrpläne entwickelter Ausbildung und Fortbildung für die Lehrkräfte. Das ist der Weg, den wir suchen müssen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das, was in manchen Moscheen, das wissen wir, passiert, die Zielsetzung ist, auf der wir zukünftig islamischen Religionsunterricht in Anführungszeichen haben wollen. Und deshalb gehen wir diesen Weg, so schwierig er ist. Ich halte ihn aber in diesem Punkt für relativ, muss den Begriff benutzen, alternativlos. Wir wollen bis zum Schuljahr 2018/19 hier eine Einigung auf der eben beschriebenen Basis entwickelt haben. Ich hoffe, ich muss nicht betonen, wie wichtig es mir ist, als Kultusministerin dieses Landes, dass wir weiterhin vertrauensvoll und gut zusammenarbeiten mit den christlichen Kirchen. Es ist und bleibt ein ganz zentrales Anliegen. Die prägende und
wertvolle historische und gesellschaftliche Bedeutung der Kirchen ist nach wie vor, Gott sei Dank, sichtbar, gerade auch im Bildungsbereich. Und es muss so und wird so auch bleiben. Antworten zu geben auf die vielen Fragen, wenn man sich heute anschaut, mit was Kinder und Jugendlichen in vielen Teilen beschäftigt sind, ist es umso wichtiger, einen Rahmen zu bieten, Werte zu vermitteln. Und ich will nur ein Beispiel sagen, auch das halte ich für ganz zentral. Sie wissen, wir haben sehr viele Kinder und Jugendliche mit Fluchterfahrung, die wir ins Schulsystem integrieren. Bildung als zentrales Element für eine gelingende Integration. Und Sprachförderung natürlich dabei ganz im Mittelpunkt. Aber auch die Vermittlung von Werten, von ethischen Normen, von den Grundlagen, auf die unser Staat, unsere Gesellschaft, unser Zusammenleben ist Teil dieser Vermittlung. Und das halte ich unabhängig vom Glaubensstatus des einzelnen Kindes und Jugendlichen für wichtiger. Es geht darum, unsere Werte und unsere Grundsätze hier in Deutschland, in Baden-Württemberg, nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren. Und das ist ein ganz zentraler Unterschied. Und deshalb möchte ich Sie auch einladen, gerade innerhalb der Union, lassen Sie die Kooperationen, die wir haben, auf vielfältige Art und Weise, die Gespräche, die wir haben, auch fortführen. Im Beratschlagen und in der Frage, wie wir gemeinsam miteinander umgehen. Auch das Thema, ich will es ansprechen, hat in den letzten Jahren, ja, in den letzten 2 Jahren für große Diskussionen gesorgt, das Thema Bildungsplan 2016. Seit 1. August in Kraft. Und wir haben den Auftrag, und ich will Ihnen nur sagen, ich nehme diesen Auftrag auch ernst, diesen zu evaluieren, diesen zu bewerten. Mit den Lehrerinnen und Lehrern, mit den Eltern, die damit umgehen, aber natürlich auch mit den Partnern wie Ihnen in der Frage, setzen wir richtig um? Geht er in den einzelnen Teilen in die richtige Richtung? Oder müssen wir verändernd, inhaltlich gestaltend eingreifen? Das nehmen wir ernst und das werden wir in allen Teilen, auch in den Bereichen, wo es um Leitbilder geht und um grundsätzliche Fragen des Miteinanders und unsere ethischen Werte tun. Das kann ich Ihnen zusagen, das ist eine Aufgabe, die wir nicht nachlässig machen, sondern die wir mit großer Konzentration und auch mit großer Aufmerksamkeit vornehmen werden. Und deshalb, ich lade Sie ausdrücklich ein, lassen Sie uns kontrovers und intensiv diskutieren. Begleiten Sie die Bildungspolitik der CDU weiterhin so eng und so nachhaltig mit der Kompetenz und der Erfahrung und den gelebten Werten, die Sie hier persönlich verkörpern, aber die IHK insgesamt verkörpert. Sie sind wichtiger denn je, auch wenn die Aufgaben, ich habe es dargestellt, eher schwieriger und nicht einfacher geworden sind. Aber davon darf man sich nicht unterkriegen lassen. Wie sagte Luther in einer seiner Tischreden, Anstrengungen machen gesund und stark. Und ich glaube, dass das auch eine gute Grundlage für das weitere Wirken ist. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen für Ihre Beratungen muntere Diskussionen, wie ich sie kenne, immer an der Sache orientiert, aber kritisch und intensiv. Das brauchen wir. Das braucht diese Partei mehr denn je. Und gerade in einer Zeit, wo wir leider auch unsere Werte und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung immer stärker verteidigen müssen, ist es umso wichtiger, dass man weiß, wo man herkommt. Ich sehe das auch in Diskussionen, gerade in den letzten Wochen. Wir haben, was auch richtig ist, in unseren Schulen eine sehr starke Ausrichtung auf Naturwissenschaften, diese sogenannten MINT-Fächer. Sie wissen, das Thema Fachkräfte, das Thema Physik, Mathematik, das Thema Ingenieurwissenschaften für die Zukunft ist für diesen Bildungs- und natürlich für den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg von großer Bedeutung. Aber manchmal bin ich überrascht, ich kriege ja viel auf meinen Schreibtisch, wie viele Projekte und wie viele Ansätze es da gibt, in jeder Hinsicht. Wir haben eine sehr starke Gewichtung auf diesen Bereich, ist ja auch gut so. Nur wir dürfen darüber hinaus nicht vergessen, dass es auch viele Dinge gibt, nämlich Geschichte, Historie, Werte und Wissensvermittlung. Auch dieses gehört zu einem allgemein bildenden Anspruch, den wir für unsere Kinder und Jugendliche haben. Wer nicht weiß, wo die Basis ist, wer nicht weiß, wo wir herkommen, der wird in Zukunft auch nicht gestaltend sein können auf der Basis dessen, was uns gemeinsam wichtig ist. Und deshalb werden wir auch darauf achten, dass das Gleichgewicht bleibt. Und dass das eine wichtiger ist als das andere. Humanistische Bildung hat einen Wert, der entscheidend ist, und auch dieses werden wir in Zukunft wieder stärker in den Blick nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen
eine erfolgreiche Tagung und lassen Sie mich sagen, heute ist Samstag, morgen ist der erste Advent. Ich wünsche Ihnen für die bevorstehende Adventszeit und Weihnachtszeit auch etwas Ruhe und Besinnlichkeit, wird in der heutigen Zeit immer schwieriger. Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich mit Ihren Freunden, mit Ihrer Familie auch ein Stück weit wieder rückblickend mit dem Jahr befassen können, dass man einfach ein bisschen Zeit hat, in sich zu gehen, ist eigentlich ein ganz zentraler Wert des Advents. Und natürlich für die bevorstehenden Feiertage Ihnen alles Gute. Und ich freue mich, auch in Zukunft mit Ihnen zu diskutieren, zu streiten. Ich komme gerne regelmäßig, dann auch länger, dann auch gerne für eine Diskussion. Das sage ich Ihnen fest zu. Lassen Sie uns das Jahr 2017 erfolgreich gestalten, in unserem gemeinsamen Sinne. Es lohnt sich, um dieses Land zu werben und in diesem Land das zu verankern, was uns gemeinsam wichtig ist. Herzlichen Dank.